E schöne gute Morgen wünschen wir euch aus der Kirche von Ölven. Dir all, ob jung oder alt, gesund oder krank, ob der Teleismus zufällig angeschaltet wird oder ob der immer dabei sitzt. Hi, seid ihr herzlich willkommen. O ich schingen gute Morgen. Neben mir steht Ingrid Scholzen, Kooperatrice pastoral von Eiserpor, a Präsidentin vom Chor Adesse. Neben mir steht ein Ender Pletsch, Präsident vom Kirchenrat von der Ölve-Weiß-Wampisch, a Präsident von der Choral Saint-Cécile Ölven. Das für dichte Kier der Teleismas von Ölve kennt. Tradiusmas, die guf schon dax von Hai überdrohen. Und dann hat immer die Choral Saint-Cécile gesungen, so wie an de Sonntagsmassen, ob de Feiertag und ob de Begräbnisse. Haut singt aber auch noch in Zweitchoral, die Jugendchoral Adesso Special. Also wie ihre Nummer seht, singt das Choral bei mir speziellen Ules, wie zum Beispiel bei einer Jugendmess oder ob in Firmung. Haut sangen die zwei Choralen zusammen, als sie dirigiert vom Ferdi Kreins. Unter anderem hat das Lieder mit uns angeprobt. Ströme lebendigen Wassers vom Albert Frey, Louis-le, a pour moi tu l'as fait, fa glorious. In Christus ist mein ganzer Halt, Fagetti, antont. Ob der Gitarre begleitet eis de Johnny Sarmento, an ob dem Cajon Mila Parke. Lektore sind Henk Sadler, a Romer Plümer. Der Pastor aus Michel Meyer an den Diakon Alvaro de Freitas. Massendinger sind Corinne, Beatrice und Diego. Heute zu Ölven haben wir eng wertvoll historisch Barockorgel. Gewöhnlich spielt Ferdi Kreins Trupp, hockt aber begleitet Keyboard an den dirigiert. Dafür als Marie-José Hengisch hockt op eiser Wargel. Hat spielt an, Komm Schöpfergeist vom Albert Leblanc, a für anzufänken eng Toccata vom Giovanni Battista Martini.
am Namen vom Pap, a vom Jung, a vom Heilige Geist. Amen. Groß aus den Herr als Gott, voll von Kraft, sein Weisheit kennt kein Grenzen, an sein Gnot sief ma dich all. Was ist eigentlich Lieblingsverf? Gring als ein Verf, die viele Menschen gut gefällt. Besonders lo dat gringt, wat ma de Bausen am Frieger an der Natur gesinn. Dat gringt mat all sengen Teiner Schattierungen herrlich unzugucken. A schon Hildegard von Bingen wär fasziniert von diesem Gring. An sie hat den Neidwur davon. Grünkraft. An sie seht an der Natur, du hast die Grünkraft, die det alles opgoen, opleie, wursen, die sucht an der Natur für Neid leben. Und da seht Hildegard weiter, das Grünkraft hat etwas mit dem Herrgott zu dienen. Und zwar mit dem Geist, den wir heute auf Peisten feiern. Der Heilige Geist wirkt an der Natur. Anhe wirkt aber auch an Eis. Ja, der Heilige Geist kann Gutes an dieser Vier bringen. Ich kann sogar über dich selber herauswurzeln lassen, so wie das damals auf Peisten mit den Aposteln geschieht ist. Und dieser Beistand von Urwen, das Kraft, das Weisheit, die können wir all gut gebrauchen. All der neu. Und direkt am Anfang kehren wir unser Gedanke Christus so, und wir beten hin seines Geistes Kraft. Gott, erbarme sich unser. Und sein Heiliger Geist trage uns hinein in Gottes Weite, bewege uns hin zu seiner Ewigkeit. Amen. Paris, on est notre prière.
Lasset uns beten. Barmherziger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir dich, guter Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, jetzt und in Ewigkeit. Et gëtt Momenter, du bricht etwas iwwer ene ran. Eg Nachricht, Gedanken, Gefühl. Op einmal gedee van etwas ganz ergraff anerfüllt. So ergunget auch dem Jesus seine Jünger op Pfingsten, mam Herrgott seinem Heiligen Geist. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getose erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alle Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden, Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine où Jésus est ressuscité, alors que la porte du lieu où se trouvaient les disciples était verrouillée par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit:
La paix soit avec vous. Nachdem de Jesus dazu de Jünger gesot hat, huet hinnen seg Hand an seg Seit gewiesen. An Jünger hu sich gefreet, wie se den Herr gesinn hunn. Da sollte Jesus nach ein Keier zu hinnen. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nachdem sie dat gesot hat, huet Jesus sie ugehaucht. An so zu hinnen empfängt Heilige Geist. Weiter so hin. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Von enger Zeitenwende hat für un engem Jahr den deutsche Bundeskanzler geschwart, wie do Russland so mutwillig d'Ukraine überfall hat. Eng Zeitenwende, e Wendepunkt. An dat wär am Fong och für dem Jesus seg Jünger a Jüngerinnen peischten. Eng Zeitenwende am positive Sinn. Net Jünger an Jüngerinnen, sie hunn sich zurückgezogen. Kann die noch so, und sie hunn sich verkroch. Sie hunn sich an der Wand gehalten, weil sie hatten Angst. Ob einmal gefen sie auch geholl an Umbrücht gehen wie der Jesus. Oder, das lesen wir auch und zwar am Evangelium, sie hatten hier Zweifel. Dem Jesus seng Botschaft. Kann in der vertrauen, dass den Herrgott als ein guter Papa ist, als ein Abba, den es gern hört, den es verzeiht, als das nicht so schön für wahr zu sein. Und dann vielleicht wären sie auch ganz einfach mit. Die sagt man Jesus do. Ich meine, du hättet keinen Wert mehr, dass wir uns danach engagieren, du hast nichts mehr zu machen. Was genau an ihren Herzen las wäre, wissen wir nicht. Mit Stimmung auf jeden Fall, die wäre nicht gut. Und da könnt eine Zeitenwende. Etwas geschieht. Was genau geschieht das? Das schwer sagen. Nicht an der Lesung der Lukas, der schreibt da von Sturm, von Feierzungen, und dass sie ob immer können an alle Sprachen reden, also ziemlich spektakulär. Können die so ein großes Kino. Für den Evangelist Johannes haben wir am Evangelium hören, du hast die ganze Sache mit dem Heiligen Geist viel mehr unspektakulär geschieht. Durch dem Jesus sein Atem und Jünger den Heiligen Geist empfangen. Wie es genau geschieht, das ist am Anfang egal. Wichtig ist das Resultat. Die Jünger wären verändert. Da wäre etwas an ihr Herz kommen. Und das hat ihr Herz ergriffen. Und noch einmal, sie wusste selber nicht, wie es gegangen ist. Hier Angst, hier Zweifel, hier Müdigkeit, hier Lähmung, all das wäre wie weggeblosen oder wie verbrannt. Sie atmen ab. Sie atmen frei, richtig. Ja, sie sind wie neu geboren. Und dann erkennen sie löser. Aber was dummer das geschieht das? Das ist der Heilige Geist. Den ist bei Jesus kommen. Da hat, was Jesus als versprochen hat, was er angekündigt hat. Das geschieht. Der Heilige Geist kommt. Mutbringer
So nennen den Theolog de Fridolin Stier den Heilige Geist, das Kraft von Urven, Mutbringer. Es gibt ja viele Sachen, die hüllen die Courage weg, die verdirven ist Fried. Und da ist es gut, dass es auch so ein Mutbringer gibt. Abheichten da das Fest vom Courage. Sich etwas zutrauen. Und aus sich rausgehen, ob die anderen Leute durchgehen, als Christen zusammenhalten. Peichten, da das Fest, wo nicht mehr Müdigkeit gepflegt wird, wo sich nicht mehr verbarrikadiert wird, hat so Sätze wie, oh, da kann ich sowieso nicht machen, und fällt das schlecht, und früher wäre alles viel besser. Nein, Peichten als eine Zeitenwende. Ob einmal spüren wir, man um die Kasse, wir sind nicht von alle guten Geister verlos. Auf eine viel schlimme Nachrichten, das wollen reden. Wir sind nicht von guten Geister verlos. Du hast ein guter Geist, der wirkt an unserem Herz. Und den hilft mir, den treibt mich da zu machen, was ich machen kann. Und du hast ein guter Geist, den treibt mich mich anzusetzen, mit meinem Bisschen, was ich kann, für eine bessere Welt. Du hast ein guter Geist, der gibt mir Energie. Und der lässt etwas ganz Kostbares an meinem Herz wurzeln, nämlich Gottvertrauen. Und ich gehe froh am Herrgott. Denn Herrgott gibt für mich ein persönliches Vis-à-vis, nicht einfach eine Idee. Und den Heiligen Geist, den hat doch Idealismus am Gepäck, a gute Willen. Etwas Wunderbares, das ist ein Heiliger Geist. Der Geist ist ein bunter Vogel, so schreibt Wilhelm Wilms. Er ist da, wo einer den anderen trägt, wo die Welt bunt ist, wo das Denken und Reden gut ist. Und der Heilige Geist, er ist spontan. Er liebt die Fantasie und das Unberechenbare. So ist der Heilige Geist. Am Matthias nicht zu spaßen. Weil wenn ich wirklich beten, komm, Heilige Geist. Und ich halte dann nicht sehr mein Handy, was ich habe, das nicht mehr von nur, wenn du mich könnt. Aber wenn ich mich dann abmachen, wenn ich diese Geist, das Kraft vom Herrgott mich herumlassen, da geschieht etwas. Vielleicht sind wir einmal selber erfeiert. Einmal geht es darum, Herzen, die brennen. Brannte uns nicht das Herz. Dafür komm, Heilige Geist, entzünde in unseren Herzen dein Feuer. Amen. Und mit dem Feuer, mit dem Atem, den der Heilige Geist uns schon geschenkt hat, lassen wir uns dankbar zum Herrgott bekennen, lassen wir dafür aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, durch den Heiligen Geist, der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Hier schenkt es Lust auf Freude am Leben. Herrgott, Heiliger Geist, zerabteistert, die so viele Menschen gefangen hält. Bring Lied auf Freude an das Leben, das bei vielen so groß gern ist. Herrgott, hier eis. Herrgott, hier eis. Heiliger Geist, man all die stark
von denen viel gefordert wird. Wir werden für uns krank, gerade auch für die, die uns nur gucken. Wir denken an all die, die nicht Glied haben mit ihren Kindern oder am Beruf. Und wir denken an Studenten, die mit Prüfungen und Examen am Gang sind. Herrgott, hier uns. Herrgott, bring Bewegung aus Situationen, die blockiert sind. Hölle Fickder, wo strikt der Krieg einfach nicht abhalten. Weis es ein Ausweg aus der Misere an der Ukraine und am Sudan. Herrgott, hier uns. Wir beten für all die, die sich für Gesang und Musik oder für sonst eine Scheinkunst ersetzen. Inspirieren, schaffen mit Dingen im Heiligen Geist und lass es abheben durch das, was wir ihnen zu verdanken haben. Herrgott, hier uns. Und wir werden für uns verstorben. Wir vertrauen dir, dass du bei ihnen alles zu einem guten Ende feierst an Dingen im Himmel. Herrgott, hier uns. Herrgott, Heiliger Geist, gib den traurigen Trost, den gestressten Ruhe und den verbatterten Neufreude am Leben. Ich will uns nicht als Schwachheit, wir feiern uns zusammen mit unseren Verstorbenen, bei unserem himmlischen Pap, als seine Ewigkeit. Amen. Deine Auferstehungskraft
Ja, großer Gott, sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis unseres Glaubens immer mehr erschließt, nämlich die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du der Welt den Atem deines Geistes gegeben und ein Feuer der Liebe entzündet in den Herzen aller, die zu dir gehören. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum danken wir dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken für das Feuer, das er stets aufs Neue entfacht, und für die guten Kräfte, die er freisetzt in der Welt und in deiner Kirche. Und so preisen wir dich in österlicher Freude und wir singen mit den himmlischen Scharen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, wir preisen dich, großer Gott, denn du bist heilig. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir hier vor dein Angesicht. Und in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, guter Gott, gib auch uns ein neues Herz und einen neuen Geist, damit wir es wagen, selbst immer wieder neu zu beginnen. Mache uns Mut für unseren Weg, Mut, dir zu glauben und Mut, deine Liebe weiter zu schenken. Gib uns den Heiligen Geist. Und so bitten wir dich, gütiger Gott,
Sende deinen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Jesu Leib und Blut. Denn bei seinem letzten Mahl im Kreis seiner Freunde, am Abend vor seinem Tod, da nahm Jesus das Brot. Er sagte dir Dank, Vater. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch mit Wein. Er dankte dir wieder, Vater. Dann reichte er den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr unser Gott, erwecke uns zu neuem Leben. So wie du am Anfang den Menschen geschaffen hast, lebendig und geisterfüllt, so wie du Jesus, unseren Bruder, von den Toten auferweckt hast, so gib auch uns neues Leben durch deinen Heiligen Geist. Erfülle uns mit seinen Gaben, auf dass wir als dein Volk in Einheit und auch in Vielfalt zusammenleben und Zeichen deines ewigen Bundes unter den Menschen sein können. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Jean-Claude und dem Weihbischof Leo, mit den Priestern und Diakonen und mit deinem ganzen Volk. Lege Worte in unseren Mund, die Trost und Licht in das Leben unserer Mitmenschen bringen. Und auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen, schenke uns und unseren Familien deinen Frieden. Unsere Verstorbenen aber, lass deine Liebe und Nähe erfahren. Wir glauben fest, dass sie bei dir in Frieden sind. Uns aber, guter Gott, die wir noch auf dem Weg sind zu dir, uns gib Atem von deinem Atem, Feuer von deinem Feuer und Licht von deinem Licht, durch und deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Den Herrgott kennt all denen entgehen, die sich ihm wirklich zukehren, bewusst. Aber besonders, wenn wir da beten, wie der Jesus es gelehrt wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Treib aus, o Gott, die Finsternis. Behüt uns, Herr, vor Ärgernis. Erneuere uns mit deines Geistes Kraft, die in uns den Frieden schafft. Und so sei der Friede des Herrn mit euch. De Dieu. Seht, hier ist Christus, das Lamm Gottes. Er kommt und nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halleluja. Sing
Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte uns in deiner Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, in uns weiter wirkt bis zur ewigen Vollendung. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Im Mutbringer aus den Heilige Geist, so wie in der Moyen all denen, die gesungen und musiziert hat, Courage gemäht hat, für Matzemerken an dieser Masse, so soll den Heilige Geist auch eins immer encouragieren. Der Herr sei mit euch. Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ite missa est Alleluia, Alleluia. So wirkt hockt op Pfingsten Sondesmass aus der Pokerich van Elben. Nächste Sonntag könnt Tennismass van Niederdonven. Mit engem lewe Gruß schalte mir op die Kirche Berich.